Merci dem Herr Cox. Und als nächstes geht als Herr Gibert gedroht. Herr Gibert, die Wort. Merci, Herr Präsident. Ihr versteht, dass für ihn, die nicht von der Musel können, dann noch den Interventionen, die mit den Hai waren, dass es ganz schwer ist, für nach etwas Neues beizuholen. Ich meine, die Debatte, die der Kollege Schremer weiter durch seine Interpellation angefordert hat, ist sicherlich eine nützliche Debatte. Und wenn ich mit den Kollegen nur gelauscht habe, da stellt ihr noch fest, dass eine ganze Reihe von Punkten praktisch eine Einstimmigkeit herbeibannen steht mit verschiedenen Nuancen, vielleicht was die Ausrichtung belangt. Wenn ich aber zum Beispiel im Niveau von der Regierungspartei gucke, da gebe ich so, die Debatte, die ist gut, die war gut, aber ich gebe einfach so das, was er damit verlangt hat, das, was er proposiert hat. Ich denke von allem, und Majoritätsparteien, wo ihr praktisch aus der Intervention keine Differenzen raushören, und kann ja nicht sein, dass das eine Debatte als für Kulis, eine Alibi-Debatte, wo du musst nochmal merken, wird die Fenster an den Wein an der Chambre schwätzen. Mir wichtig, dass da etwas rauskommt. Und rauskommt etwas, wenn den das umsetzt, was in der Mitte diskutiert wird. Da wird die Majoritätsparteien ja gute Ideen hat, an ihn, die man vorstellt. Ich meine, die hat sich ja selber auch gegenseitig präsent wird. Das, was die Leute auf der Musel gerne hätten, die wollen nicht lange Diskussionen, Debatten von Stunden, alle Monate, alle Jahre, mit soll etwas geschehen, und dafür, wie gesagt, fordere ich alle die Leute ab. Vielleicht sollte man, Herr Minister, an einem Jahr kurz für die Chambres fallen, eine Debatte machen, an Konklusionen ziehen, was halt gesagt ist, und was danach für die Chambres Wahlen umgesetzt ist. Wenn man da viel umgesetzt hat, dann hat die Debatte auch tatsächlich Wert. Herr Präsident, schon nur 5 Minuten zu dieser Debatte wird gewährt, mit der durch all die Punkte nachdenken, obdrohen, die noch schon 2 und 3 Mal abgedroht sind. Ich will just ein paar Punkte mehr Fragen herausstellen, die auch schon gestaltet sind, weil kann ich nicht Neues mehr an die Debatte ranbringen. Ich will es aber trotzdem stellen, einerseits als das, was Liberalisierung auf europäischem Niveau belangt, hat man gerne die Position klar von der Lützeburger Regierung, wie sie sich zu den Problematiken durchstellt. Ein zweite Frage ist, dass wir Eisenbindung noch das Risiko laufen, dass wir immer mehr reglementieren. Dass wir immer mehr den Betrieben Probleme machen mit der Reglementierung, dass sie immer mehr administrativ Arbeiten kriegen, und dass soll auch von der Regierung mal gewollt werden, was dann gemäht wird, für Männer zu reglementieren, für das Männer Betriebe zu kommen. Und ich will auch daran anschließen, dass wir für Jahre denken, das interessiert uns auch. Promillegrenze von 0,7 und 0,5 Wurf gesagt wird, das wird am Anfang just geschult. Das wird keine Mappes Brot, das wird nicht Brot. Und ich meine, statistisch gesehen, dürfen nicht Männer Akzidenten auf der Straße, weil die immer Akzidenten haben. Aber man hat auch festgestellt, die an der letzten Zeit kondamniert sind, weil sie viel getrunken haben. Die luchen nicht zwischen 0,5 und 0,7, aber die luchen ganz heiß, die luchen sogar über 2 Promille, sodass man so auch da immer dem eine Decision geholt, die sicherlich der Musel nicht so gut kommen, dass die so dezidiert gehen. Eine weitere Frage, die ich stellen, dass das auch auf europäischem Niveau, weil eben wir wissen, dass aus Ländern wie Chile oder aus Australien Weine importiert gehen, die sicherlich nicht die Sozialnormen brauchen zu respektieren wie Eisfenster, sie müssen auch Normalabstanden zu respektieren, aber auch die ökologischen Normen nicht unbedingt so müssen respektieren, wie das bei Eis 4 geschrieben ist. Und ich meine, muss dann auch mit der Regierung auf europäischem Plan intervenieren, dass wir da Konventionen machen, eine Kontrolle machen, dass wenn die Weine an Land importiert gehen, dass dann auch die müssen denen Kriterien entsprechen, weil das ist ein deloyal Konkurrenzthema vis-à-vis von Eisenbetrieben machen. Danach ein leicht froh, dass der so vom Rema weiter schon nur geschrieben gibt, dass das an die Schmengen Kollege Hockte doch gesagt, mit der Kollege Rema weiter tut vorgestellt, wenn wir auf die Rekord von 2012 zurückgehen, die um 70% ausmacht von der Moyenne von den letzten 10 Jahren, platzweise sogar nur 50%, was wir da können machen für die Betriebe konkret, helfen uns. Was für eine Unterstützung, dass die Regierung berät, aus denen Betriebe
zukommen zu lassen. Ich meine, da hätte man gern konkret Antworten, aber wenn man lang auf die Frage damit ein konkret Antwort kriegen, da wir die Debatte nicht für die Kulis gewesen, dann hat sie schon den Wert gehabt und dürfen erwarten nicht mehr, zumindest auf der Frage, wenn noch nicht auf den anderen alle vom Minister, klare Antworten. Und ich gebe proposieren, dass wir da sollten nächstes Jahr in dieser Zeit verbannen, den Bilan vom Resultat von dieser Debatte, das gibt uns bestimmt ganz viel interessieren. Merci dem Herrn Wiebern als